Grüß dich zurück zu XCOM. Wir sind unterwegs wieder mal in Nigeria. Wir haben uns das letzte Mal da von da drüben vom Schiff weg geschlichen und werden natürlich weiterhin aufpassen, dass uns die Gegner nicht überraschen, BZW überfallen. Sagen wir es jetzt einmal so. Da in diese Richtung geht es nicht weiter. Ich möchte ja, wie ich schon einmal erwähnt habe, später raus so spielen, dass wir zwar zu sechst unterwegs sind, allerdings 3x3 oder 2x3 oder 3x2 so in diesen kleinen Mannschaften unterwegs sind. Weißt? So, kurzen Augenblick bitte, bevor wir jetzt weitermachen. So, da. Ich habe mir nur den Kommentar vom Plot ausgedruckt. Das war ein bisschen mehr, gell? Im Laufe der Zeit, im Laufe dieser Aufnahme heute werde ich darauf eingehen. So, wo machen wir weiter? Wir haben ja gesagt, die Aliens waren das letzte Mal da irgendwo, gell? Das jetzt anders zu machen. Warte mal ganz kurz. Jetzt schaue ich nur gerade. Also er hat den Zug schon gemacht. Er hat den Zug auch schon gemacht. Habe ich nochmal die zwei. Dann mach du mir bitte einen Feldposten. Ja, und du auch bitte. Genau. Da hat mir der gute Plot geschrieben, das ist der Truppenführer mit dem Stern, glaube ich. Warte mal kurz. Der gelbe Stern bedeutet, dass das der Gruppenführer ist. Er ist der Erste, der in Zugreihenfolge drankommt. Wenn der stirbt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die anderen Panik bekommen und die Moral sinkt. Der Gruppenführer wird vom Spiel gewählt und ist der mit dem höchsten Rang, den meisten Missionen und Kills. Bei gleichen Werten ist in der Auswahl vor dem Start der Mission am meisten links stehende der Gruppenführer. Okay, dankeschön für diesen Hinweis. Kurzer Augenblick. Bei Enemy Within gibt es in der Offiziersausbildung eine Möglichkeit, einen Perk zu kaufen, der den Willen des Gruppenführers und auf die anderen spiegelt. Okay, das werden wir uns dann später anschauen. Wir sind ja eigentlich ganz am Anfang. Wir werden uns da ein bisschen Zeit lassen. Und wie ich so im Laufe der letzten Zeit festgestellt habe, diejenigen, die sich meine Videos anschauen, die haben ja eh sehr viel Geduld. Was mich ja in der heutigen Zeit von TikTok etc. und Shorts, YouTube doch sehr beeindruckt, sage ich mal. Weißt du was? Du bleibst auch noch mal auf dem Feldposten. Und ja, Nuka, das wird eine höllische Freude, die Scheiße lebend zu fangen. Ich freue mich jetzt schon aus, ehrlich. Weißt du was? Warte mal. Wir haben ja da die Kamera so her. Okay, du hast deine Aktionspunkte aufgebraucht, ja. Du, Mädel, deckst einmal die ganzen Truppen. Mädel, hä? Okay, ich hab ihn genommen. Gut, er ist halt kein Mädel, auch wurscht. So, dann ist jetzt mal für 3 Minuten eins. Du bitte daher. Feldposten.
Wir sind in die richtige Richtung unterwegs. Das ist sehr gut. Okay. Ich lasse jetzt der Day 3 daher schwadronieren. Warte mal. Jetzt überlege ich nur gerade. Na, wir werden das anders machen. Er wird daher gehen. Machen wir so schon her. Und zwar, wir fangen mit dem Truppenführer an. Das ist er da. Das Signal für die Aliens ist da aus der Richtung irgendwo gekommen. Du gehst bitte daher und machst dann auf Feldposten. Du gehst du in Deckung bitte, danke. Du versteckst die da herunten, dir dürfte noch ein Punkt überbleiben. Richtig, du machst den Feldposten. Und du, Junge, kommst daher. Sehr gut, dann bleibt nur Dings über. Ein Aktionspunkt. Achso, das geht gar nicht. Na egal. Dann geh du in Deckung. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ja, du bist ein ganzer Schlaukopf, du. Geh du daher. Und machst dann auf Feldposten. 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 Und du gehst bitte daher. Und machst auch bitte an auf Feldposten. Und ja, kleiner Spoiler vorweg, ich übe bereits Fallout 1. Ja, irgendwie habe ich Interesse gefunden jetzt an diesen rundenbasierten Dingen. Und mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe es ja in der kommenden ersten Fallout 4 Episode vom neuen Let's Play schon erwähnt. Es kann nur sein, dass man, oder habe ich es in der zweiten Prolog-Folge erwähnt, es kann nur sein, dass Metro 2033 später kommt. Wenn es ist, machen wir zuerst die XCOM-Reihe, dass ich da kein Chaos reinbringe und einmal ein bisschen eine gerade Linie habe in meinen Videos, gell? Das überlege ich nur gerade. Geh du bitte daher. Du machst dann auf Feldposten und sie wird jetzt alle Aktionspunkte verbrauchen, weil ich schicke sie hierher. Okay, das habe ich jetzt auch schon verstanden, glaube ich. Alles was blau ist, ist ein Aktionspunkt und alles was drüber hinaus ist, gelb, sind zwei, wenn ich mich jetzt nicht irre. So. Ja, Habt ihr was gehört? wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Das ist sehr gut. Du, Junge, kommst daher. Das überlege ich nur gerade, was war denn jetzt sinnvoll, wo ich ihn hin tue. Da ist eigentlich relativ gut geschützt. Her da.
Kurz einen Blick. So. Ich meine, ich mache mir jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber die Musik im Hintergrund, das hört sich so ein bisschen auch nach dem ersten Resident Evil Film mit der Alice. Bin wahrscheinlich auch der Einzige, der die Filmreihe irgendwie mag. Weiß nicht. Ist ganz okay. Sagen wir so. Hörtposten. Zack, brack. Er hat die Schrotflinten. Du bleibst bitte da. Magst dann auf diesen hier. Und du magst an auf Feldposten, danke. Da draußen ist irgendwas. Na wirklich? Dass da draußen Aliens sind, das hätte ich jetzt nicht gewusst, wirklich nicht. Ich meine jetzt am blödesten. Genau. Du daher. Feldposten. Du daher bitte. Also na, wurscht. Geh du daher bitte, danke. Dann wieder an auf Feldposten. Wer ist denn jetzt noch? Er und er sind fertig. Und du, Mädel, bitte einmal diesen hier. Du, Junge. Text die Partie. Jetzt bin ich mir aber unschlüssig. Das Signal ist von da irgendwo gekommen. Warte mal. Wir werden ihn da positionieren. Feldposten. Du gehst daher und machst auch bitte an auf Feldposten. Dankeschön. Das ist ganz lieb von dir. Still. Habt ihr was gehört? Ich hab nur was gekrochen. Das waren die Bohnen von gestern. So. Haben wir daher. Feldposten. Mit mir nicht mehr. Und war nämlich nur eine Episode 4 schleich. Ah, du bist der mit dem. Du bist der mit dem Gewehr. Du gehst daher bitte, danke. Ein Aktionspunkt, genau. Und du gehst bitte in Deckung. Okay, er ist jetzt da, er ist jetzt da. Du daher bitte. Feldposten. Und du Mädchen gehst bitte daher. Einen Aktionspunkt hast du noch und gehst auch bitte auf Feldposten. Dankeschön. Kurzen Augenblick, ich schau noch mal. Okay, ich habe jetzt nur geschaut, den zweiten oder den ersten Abschnitt von dem großen Kommentar vom Plot, den werden wir noch weiter verfolgen. Und zwar hat er noch was geschrieben zwecks die Satelliten, aber das werden wir dann durchgehen, wenn wir soweit sind. BZW, wenn wir in der Basis sind, so gesehen. Na,
Warte mal, hat er... Junge, ich brauch die. Wo brauche ich die? Zum Schirm vom Einkaufswagen. Daher bitte. Soll sich die KI noch mehr aufregen? Mal wurscht. So. Was war das für ein Geräusch? Aber lieber einmal zu in Deckung gehen, weißt? Als wie permanent eine auf die Schnauzen kriegen. So. Du bist der mit dem Präzisionsgewehr. Du bitte daher. Ich verbrauche den Aktionspunkt, das sind für die Deckung. Genau. Du daher. Ich bin ein Trottel. Na egal. Sag mal, was sind... Ah, da ist das Schiff. Also wir nähern uns schön langsam. Du daher. Hast du das Mädchen? Du gehst daher. Und du daher. Man, es ist zwar ein... Still jetzt! Hört mal! Es ist zwar ein relativ langsamer Spielstil, den ich mir da angewöhnen muss. Aber ich muss sagen, das ist absolut nicht uninteressant. Absolut nicht. Gehst du daher? Bist du deppert? Das will nicht mehr rachen. Feldposten. So, was mache ich mit den zwei? Hast du was für die Runde? Genau, da ist das Raumschiff. Jetzt stellt sich halt nur die große Frage, wie verfahre ich jetzt weiter? Mir wird nichts anderes überbleiben. Warte mal, wie machen wir das am blödesten? Dich daher bitte. Du gehst bitte auf Feldposten. Nein, ich muss es anders machen. Ich muss mit ihm da rauf. Feldposten. Du Mädel, daher bitte. Hat sie jetzt alle 2 Aktionspunkte aufgebraucht? Ja. Feldposten. Still! Habt ihr was gehört? Ja, ich habe aber was gesehen. Weißt du was? Ich werde es nochmal riskieren. Also das große Problem ist an der ganzen Geschichte, ich weiß nämlich nicht, wie die KI vor die Gegner reagiert, beziehungsweise was sie als nächstes vorhat.
Daher. Du. Daher. Na, die zwei lasse ich da. Ich könnte mich ja hierher schleichen. Was mir aber nicht recht ist, weil da könnten sie mir in den Rücken fallen irgendwie. Ich hab so die Vermutung. Weißt du, ich spekuliere. Was? Ich spekuliere ja irgendwie drauf, genau. Genau, auf das war jetzt neugierig. Weil ich schätze halt einmal, das Spiel wird irgendwo so kleine Auslöserpunkte haben, wo die KI sich ins Bewegen anfängt. Und auf die suche ich auch hin. Ne? Also das heißt, ich habe jetzt die zwei da und die zwei da. War da sicher irgendwo der Punkt, wo das Ganze ausgelöst worden ist, dass die Animation für die Aliens angefangen hat. Ich würde da keine Wissenschaft draus machen, absolut nicht. Jetzt bin ich ein Trottel. Aufgepasst! Der Feind rollt an! Ah, das geht mit der Waffe nicht, okay. Dann muss ich ihm da Entdeckung geben. Boah, das wird gefährlich. Unsere Messwerte können nicht stimmen. Andernfalls ist das eine Lebensform aus fast reiner Energie. Ich bin ja fast gut. Ich lerne es ja schon langsam. Das Problem ist halt, das war bitte nicht besser, wenn ihr Geduld habt, die unterirdisch ist. Und ich habe eine Geduld, die ist unterirdisch. Warte mal. Ich muss mit ihr da weg. Am geschicktesten wird sein. Er braucht noch 2 Aktionspunkte, bis er bei mir ist. Da ist gescheiter, ich schnapp mir ihn. Ich hoffe, das funktioniert. Habe ihn weggefickt. Brav. Mädchen, ich bin so stolz auf dich, wirklich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Warte mal. Na. Was ist das? Präzisionsschuss? Geht's das überhaupt? Weißt du was? Probier's einfach. Mehr Klick wie Verstand kann man nicht haben. Scheiß. Verflucht. Ziel verfehlt. Kein Problem, Junge. Wir haben es probiert. Probieren geht über Studieren. Feldposten nachladen sollte zusammen noch lassen. Das machen wir in der nächsten Runde. Wer habt ihr nicht drauf? Mädchen, verschrei's bitte nicht. Hier ist das ganz schön brenzlig.
Ich hab's schon mitgekriegt, Mädchen. Du bist schon... Ich schick dich schon auf Seiten, daher. Warte mal, er hat die Schrotflinten. %47%. Weißt was? Er soll es einmal probieren. Scheiß drauf. Wow. Jungs und Mädels, ich bin stolz auf euch. Aber das kann so nicht gewesen sein. Weißt was? Mach du mal. Negativschaden. Genau. Der kleine Scheißer war's noch. Scheiß drauf. Daher. Feldposten. Warte mal. Was passiert? Keine Ziele verfügbar. Okay, da ist er nicht im Radius. Boah, das war jetzt... Puh. Wen hab ich denn jetzt da? Wer ist denn er? Er ist er, der ist der. Warte mal kurz. Ich mach jetzt was anderes. Bereit zum Angriff. Mach du mal noch. Erst an. Ja, eins nach dem anderen. Jungs und Mädels. Alles wieder im grünen Bereich. Sehr gut, sehr gut. Es hat die zweitbesten. Hast du das? Bitte, bitte triff. Na also. Ein weiterer Sieg. Ja! Ja! Geil! Sehr geil. Wow! Wieso ist sie schwer verwundet? Keine Ahnung. Ist egal. Erlaubt Reflexschuss auch bei gegnerischen Angriff, nicht nur bei Bewegung. Der Unterstützungssoldat. Das waren beide geil. Erlaubt Reflexschuss auch bei gegnerischem Angriff. Weißt du was? Wir nehmen das. Wenn jetzt mittlerweile eins dahinter gekommen bin, je weiter du dich bewegen kannst, umso weiter ist dein Radius, wo du Zeit hast, beziehungsweise wo du ein bisschen mehr verteidigen auch kannst. Das war natürlich super, oder unterstützen kannst. Voll geil. Gut. Ah, das ist er, der Herr mit dem Gewehr, Kugelhagel. Wenn du als erstes deine Primärwaffe abfeuerst, beendet das nicht deinen Zug. Holo-Zielen auf Gegner zu schießen oder sie niederzuhalten, gibt Verbündeten, die diese ebenfalls angreifen, einen Bonus von +10 auf ihre Zielsicherheit. Das sucht sie auch geil an. Ich nehm das.
Schnellschuss. Entfernt Beschränkungen des Präzisionsgewehrs bei Feuern und Feldposten nach der Bewegung. Zielsicherheit reduziert sich um das Minus. Reduziert sich. Ermöglicht es auf alle Ziele zu feuern, die sich im Sichtbereich eines Verbündeten befinden. Ich würde sagen, das klingt besser. Ich probier's, mehr so schief gekannt's nicht. Ich bin da optimistisch. Taktikverständnis bringt plus 5 Verteidigung pro Gegner in Sichtweite, maximal plus 20. Ah. Na, ich will das nur lesen. Gibt eine um plus 10% bessere Chance auf kritische Treffer pro Gegner in Sicht. Wir nehmen das. Wir haben eigentlich in der letzten Zeit sehr viel defensiv gespielt eigentlich. Artefakt geborgen. Naja. 4 Sektoidleichen, 11 Elerium, 34 Alien-Legierungen, 10 Waffenfragmente, 2 UFO-Flugcomputer und UFO-Energiequelle. Geil, geil, geil. Das sind nicht die Kosten, sondern die Benefits, die du bekommst. Geld und zum Beispiel Wissenschaftler und Ingenieure, wenn ein Satellit über dem Land bereitgestellt ist. Okay, okay, das muss... Warte mal kurz. Oh, schaut ja nicht so schlecht aus da, gell? Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Okay, da kann ich noch nichts machen. Aber es schaut nicht so deppert aus. Gefällt mir. Vielleicht schaffen wir es ja in Kürze. Vielleicht schaffen wir es in Kürze, dass wir mit Japan weitermachen können. Warte mal kurz. In 24 Tagen zum Ratsbericht, 6 Tage Puls, 3 Tage Aufzug, 2 Satellitenscheißer. Satellitenzugangslift einsatzfähig. Ägypten. Weitermachen. Pulsbogen. Was war da jetzt? Projekt abgeschlossen. Ja, sehr schön, Meisterin. Weitermachen. Du Aug. Commander, wir bekommen eine Übertragung vom Rat. Sie kommt jetzt auf den Monitor. Ja, dann bitte. Slingshot. Was? Im Lagezentrum trifft eine Wahl. Originalspiel? Wir haben ein Notsignal empfangen. Ein entführter Zivilist hat es irgendwie geschafft, den Aliens zu entkommen. Wir haben nur wenig Zeit, ihn rauszuholen. Die genauen Daten sollte die Zentrale zusammen haben, sobald ihr Trupp vor Ort ist. Ja, wir können ja alles brauchen. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Natürlich. Natürlich, Herrst Alter. Ja, machen wir. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Die Person, die Sie suchen, heißt Anna Singh. Sie ist, soweit wir wissen, die einzige, die den Aliens entkommen konnte. Die Mission lautet, sie irgendwo in diesem Block zu finden und rauszuholen. Das werden wir schon machen, irgendwie. Aber dazu in der nächsten Episode mehr und dann werden wir uns auf die Suche nach der Frau Anna Singh machen. Ich hoffe, sie singt uns was Schönes vor. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Baba dabei.